Guten Tag mitnehmen. Da bin ich noch eens mal wer. Ich heb mi noch eens mal wer so'n Grimmsch Märchen übersatt. Und dat het dat Lumpengesindel, of wie sagt ihr auch wa, dat Lumpenpack. In Hähnchen sagt du in klein Höhnchen, no ist de passende Tiet, Nötten zu ernten. Komm, laat us doch bobben ob den Berg gorn, Nötte van Boom halen und us is so richtig satt äten, bevor atte Eketkes us alle Nötte wegfrät. Dat gefiel dat Höhnchen und sie gingen den Berg an. Et was ein heel gut Wehrbuten und darum bleven sie bis an Abend und fratten sich rund und drall van den Nötte. Ich weet nicht, ob sie sich dick fräten hatten, ob sie einfach so übermüdig waren. Auf jeden Fall wollen sie nicht mehr zu Pfote nach Hus hinlopen. Darum wurde dat Hähnchen de Tuffe dunnert und Nötten doppen ne kleine Chore trächte zu bauen. Als dat gebührt was, satt sich dat Höhnchen in den Wagen und sagte dat Hähnchen, so, nu stell du die für die Chore und treck mi nach Hus. Dat Hähnchen was damit abhat überhaupt nicht einverstanden. Dat hast du die so dacht, nee, dat ich hier dat Pferd wesen soll, so heb wie nicht wettet. Ich will war den Kutzer wesen und vorne ob den Buck sitten, abhat die trecken, nee, dat do ich nicht. Als die beiden noch so richtig an Käbbeln wassen, kwem ne Ente vorbei und fünk an te schennen. Wat mag i hier bi min Nöttenboom? I bünd ja n Packvolk, van u lot ich mi doch nicht beklauen. Und damit red se ihren Schnabel wied los und wollte beiden ankragen gorn. Aber da was de Ente an den Richtigen kommen. Dat Hähnchen sprung ob den Rücken von de Ente und hackten mit ihre Sporen so wild ob em los, dat de Ente im Gnade bot und die Strophe, die beiden sich dann utdachten, gerne annommen. Die Strophe bestünde darin, dass die Ente sich für die Chore spannen loten und die beiden trecken moch. Nur kun dat Hähnchen sich ob den Buck setzen und dreef die Ente an, noch gewerte lopen. Als sie ein Stück wieder wegwassen, quem zwei Fotgängers entdecken, ne Nähnadel und ne Stecknadel. Die beiden riepen, holt doch es eben an, wie beide bünd so mö und glicks wird et jo ocker sticken düster und ob de Straße ist dat so schmierig, dat wie dort nicht wieder drup lopen könnt. Die beiden hatten sich in de letzte Schniederherberge wie Bärdrinken mit de Tiet verdorne und frugen, ob se Opfer ob den Wagen mitführen droffen. Hähnchen hadden Bettken mitleid mit die beiden, auch wegen als sie so furchtbar dünn utzogen. Nu stegen die beiden zu, muchen apart versprechen, dass sie Höhnchen und Hähnchen nicht ob die Föte trennen wollen. Nu was tüsken Tietz ocker sticken düster worden. Die Ente denen die Föte weh und sie fing an zu strümpeln und alle anderen wassen auch so mö und wollen nicht wiederführen. Als sie an Wirtshus vorbeiquemen, beschlossen sie, dass sie hier übernachten wollen. Den Wirt was erst gar nicht von Annedorne, wegen, als sie nicht donner utzogen, dass sie Geld hatten, sich hier ne Kammer zu nehmen. Sie bekühen den Wirt und boden an, dass dat Höhnchen elke Dachen Ei legen de und boden auch forts dat Ei von den Dach an. Auch kun he dat gröttere Entenei von Tage kriegen. Sie versprochen sogar noch die Ente, die ja dann elke Dach ein grot Entenei legen de. Nur was denn Werte mit ihn verstorne, dat se eine von seine Kamers betrecken können. He leb in die Köcke und brot wär n leckern Braten für seine nähen Gäste.
die läten sich schmaken und atten und drunken bis Mitternacht. An nächsten Morgen, als alle Lö noch schlepen, wecken dat Hähnchen dat Höhnchen up, halen sich gau dat Äfern für dach ute Köcken, picken et an und dann atten sie beide up. Die Eierschalen schmähten sie op de Kochmaschine. Dann packten sie sich die Nähnadel und stocken sie in dat Stohlküssen von den Wert. Die Stecknadel stocken sie in dat Handtuch, wo sich morgens den Wert mit afdroch. Dann verleten sie Stillekes, so dat Nüms nicht mitkriegt dat Wertshus und meken sich der Heide und Busk ob de Socken de Pfanne. Die Einte, die de Nacht über Buten op'm Hof bleiben was, kriegt dat mit, lebt ook weg und fun in de nöchtene kleine Becke, sprung in Water und schwamm so gau as se kun de Becke runter. As den Wert so Gott für Mittag ook ute fern steh, etwas je ook letzten Abend wat late worden, woll he sich wasken, nahm sich dat Handtuch van Haken und woll sich afdrögen. Aber da krassen die Stecknadel über't Gesichte und meg de Depenratzer von een Ohr tot andere. He leb in de Köcke und woll sich ob den Schrecken erstes ne Piepe anstecken. Aber da sprungen de spitzken Eierschalen entdecken bis an de Augen. Von Tage geht mir Apatok als Miss und dat fängt ja gut an, was sie anprötteln. Lädt sich in den großen Sessel fallen, sprung Apat fortzwer up, wegen at da ja die Nähnadel verstoppt was, die in Gat stock. He was an Bölken und an Schennen ob die Gäste von gestern Abend, die he vorziehen verdacht hatte, dat se da mit war wat te don hatten. He stolpern de Trappe hoge te kicken, wat se meken. Apat, die wassen ja lange weg. Da schwor he sich, dat er nie mehr so'n Lumpengesindel in sin Hus opnehmen woll, dat sich bi dumm und dusselig frat nix betalen woll und bovendrin auch noch Schabernack mit dreef. So, nu halt du Kregel und ich sag, gut gone.